Ja, grüezi miteinander. Nein, da ist Nexus 19, ich begrüße euch zu Let's Play. Ja, nein, ein ganzes Let's Play wird es nicht, aber ein Let's Show, Let's Zock, Shogun 2 halt. Wo sind wir dran? Wir haben noch 62 Gold, also ich glaube, wir sind so gut weit, dass wir die Runde beenden und die dann beobachten. Okay, wir sehen es nicht, weil sie in der Schatten sind, das ist blöder. Bewegt haben sie sich nicht. Oder zumindest nicht auf mich zu. Sonst wäre ich schon angegriffen worden. Okay, es ist Herbst. Mal rasch schauen. Ja, die sind immer noch da. Also, vor mir eine Armee über den Winter. Dann gehen wir die packen. Machen wir da nochmal. Und da rekrutieren wir nochmal 2 Jahres. Das schicken wir da rüber. Und wie sieht es da aus? Okay, noch eine Runde, dann haben wir wieder einen Angriffsbonus. Das ist gut. Die sind noch zufrieden. Okay, okay. Gehen wir in den Winter. Und da können wir sowieso nicht viel machen. Au, habt ihr gesehen? Nicht toll. Yari Ashigaru bieten hervorragende Abwehr gegen feindliche Kavallerieangriffe. Ihre enge Formation macht sie jedoch verwundbar durch Artillerie und geübte Infanterieeinheiten. Ja, ja, wir brauchen sowieso noch das Kanonenfutter. So, wir haben eine neue Kunst gelernt und die neue ist gerade am Lernen. Wie zufrieden sind ihr? Kann ich alle rausnehmen? Ja, kann ich. Jetzt schauen, wo der hockt. Also ich wieder zurückgenommen. Hat er mich provozieren, dass er jetzt da auf die Stadt los kann? Ich weiß es nicht. Wie lange geht das noch? Noch eine Runde, dann ist der Hafen fertig. Dann können wir ein Handelsschiff bauen und mal da die erste Handelsstation holen. Ah, ja. Ich mache gerade mal. Aha. Habt ihr gesehen? So ein Idiot, der hockt gerade neben mir. Da haben wir noch Belohnung bekommen, 1000 Gold mehr, das freut mich sehr. Mit dem können wir gerade ein paar Handelsschiff machen. Zu diesem Zeitpunkt brauche ich noch keine Verteidigung, würde ich sagen. Tun wir das mal upgraden, dass wir mehr Repression bekommen, Beherrschung von der Künste, zusätzlichen Bauplatz und. Das ist einfach dann pur grösser. Eigentlich könnten wir gerade angreifen. Los! Kurz saven. Zwar... Mist, jetzt hätte ich da noch Einheiten drinnen gehabt, die ich können... Ja, egal. Wir spielen ein Gefecht. Ich tue die Ladezeit wieder raus. So, im Regen will ich eigentlich nicht kämpfen. Man kann 3-mal warten. Ja. Trocken, sehr schön. Da tun wir doch die Aufstellung gerade starten. So, da sehe ich einen fiesen Hügel. Den will ich, wenn möglich, auslassen. Ich mache da eine Gruppe. Da kann ich nämlich ein Dings nehmen. Kranich habe ich am liebsten. Und wir gehen da hin. Dann werden wir uns so für kämpfen, würde ich sagen. Vielleicht können wir auch gerade hinten durch. Das sehen wir dann, wenn er aufgestellt ist. Ja, er ist genau dort, okay. Also, würde ich sagen, wir stellen uns mal so auf. Laufend, nicht rennend. Da mal die Zeit verschnellern. Halt, halt, halt. Da passiert etwas. Neu formieren. Schritt für Schritt über.
Nein, jetzt rennen sie schon wieder. Laufen. Nicht erschöpfen. Okay, ich glaube, da passiert nichts mehr für den Moment. Laufen! Okay. Das ist eben immer so ein bisschen das Antasten, bis dann die Schlacht wirklich losgeht. Nur 2 Bogen, ja, voll easy. Du hast auch nur 2 Bogen. Zum Glück habe ich noch Katana Samurais, das ist super. Also pirschen wir uns mal führen mit Laufen. Dann sobald Bogenschützen können schiessen, dann schiessen die auch. Dann provozieren führen. Man kann probieren irgendwie einschliessen oder was weiß ich. Gehen die mal noch da hin. Aber laufen! Hey, was ist los? Was gehen wir mal provozieren da? Jetzt bin ich glaube leicht oben sogar. Das heisst, ich kann weiter schiessen. Ja, schaut, ich kann da noch nicht. Ah, ich kann auch schiessen. Egal. Dezimieren wir. Dezimieren wir mal seine Bogenschützen. Bam, 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 bam. So, jetzt kommen wir mit der Mini. Brrrr. Geht nochmal. Bra. Einfach rein provozieren da. Ich habe nämlich noch nicht so viel verloren wie er. Ja, eben, es ist halt Schlachtführung so. Das ist jetzt meine Taktik für diesen Kampf. Mal schauen, ob das gut geht. So, es sieht einmal nicht schlecht aus, die sind schon am Wanken. Die sind noch zuversichtlich. Und flüchtet endlich! Ich denke, lang geht es nicht mehr. Okay, jetzt können wir eigentlich gerade da anfangen, Iris. Ah nein, nicht da noch. Voll easy. Machen wir die noch geschwind. Könnt ein bisschen vorspulen da. Nur nicht überhitzen. Was machst du wieder? Gottverdammt. Jetzt flüchtet es nicht gerade. Also komm, General, Garage kann Moralbonus geben. Da. Seht ihr, jetzt ist es gerade grün geworden. Perfekt. Gut, vorspulen, bis die flüchtet. Okay. Bogenschütze zurück. General auch.
Rennt! Dumme Bogenschützen. Weißt du was? Ich komme dann noch schön zurück. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt, mein Lord. Voll easy. Und die Schlacht fährt an. Wir gehen da nicht rein. Bogenschütze, der General. Die flüchtet sehr schön. Gut, sieht so aus, würde ich sagen. Die gehen dann möglichst gerade noch da hinten rein. General, du kannst schon anfangen aufräumen. Wenn er dann durchkommt. Mist. General ist geflüchtet. Leider ist er. Ja, wir führen es jetzt noch fort. Leider ist er noch nicht gedingselt, getötet worden. Wir schnetzeln uns da auf jeden Fall noch durch, dass er weniger Einheiten hat nachher. Zack, 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 zack. Schnetzel, Schnetzel. Wie viel haben wir noch da? 10. Also komm, gehen wir auf die 33 noch 2, ja, das haben wir gut ausgelöscht. Ah, das sind 2 Gruppen noch. Nochmal gut 50 Krieger, ja, über 50. Wie lange ich die Parts mache, weiss ich nicht, wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Sicher eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Einfach, dass man etwas sieht und dass man selber überspulen kann, was einem nicht gefällt. Zum Beispiel darunter basierend, wenn euch das besser gefällt und die Schlachten nicht. Ja, glaube ich zwar nicht, aber es gehört wohl beides dazu. Bäh! Noch 16. Wo ist der Rest denn? Alle da irgendwo. Ja, ich würde sagen, das lassen wir so. Entscheidender Sieg. Jetzt soll ich wieder so, ich habe 312 verloren, 700 getötet. Ganz okay, finde ich. Und da, weil wir ihn verfolgt haben, sieht es so aus. Ah. Ja, das auch noch. Er flüchtet. Jetzt könnte man eigentlich... Nein, wir schaffen es gerade nicht, wir kommen nicht hinten rein, aber ich blockiere mal seinen Rückweg auf jeden Fall. General ist der Rang aufgestiegen, das heisst, wir können ihm ein Gefolge geben. Genauigkeit von Bogen oder +1 Kommando bei Belagerungen, ich meine Bogen. Da noch skillen, entweder da 10 Bewegungsreichweite oder +1 Nahkampfabwehr für den General und seine Leibwachen. Ich mache Bewegungsreichweite 2 Ränge. So. Okay, dann haben wir das da geregelt. Da tun wir noch bessere Strassen geben, es ist Bewegungsreichweite erhöhen auch. Wie sieht es mit den Schiffen aus? Sind schon ein paar da? Oh nein, es ist erst nächste Runde. Gut. Los. Schauen, was die nächste Runde für Überraschungen bringt.
Wahrscheinlich noch gar nicht, weil unser Reich noch nicht gross ist. Dieses unbewaffnete Schiff sollte einzig zum Handel eingesetzt werden. Und falls es in eine Schlacht verwickelt wird, ist die Flucht der beste Angriffsplan. Okay. Ich schicke es gerade einfach mal runter. Schauen, ob es schon belagert ist. Nein, ist es noch nicht. Gerade angefangen zu handeln. Zack, da sehen wir das Cash-Zeichen. Und jetzt immer wieder, wenn ein neues produziert wird, werde ich es abschicken. So, du. Ich werde automatisch, es sind nur 8, aber es ist ein General, also werde ich kaputt schließen. So. Vielleicht war es sogar der Anführer gewesen. Wer weiß, oder der Sohn vom Anführer. Was auch immer sehr gut ist. Jetzt, was ist? Sommer. Ha. Gut, dann mache ich mich parat, um die nächste Stadt zu erobern. Im Erobern selber bin ich nicht gut. Im Verteidigen, das ist viel einfacher, bin ich besser. Aber Angriff ist da hure schwierig. Im Shogun 2. In anderen geht es besser. So, jetzt können wir uns entscheiden. Wir haben einen Überschuss an landwirtschaftlichen Dings. Dann könnten wir den Überschuss verteilen. Oder wir könnten es einsparen. Ja, ich würde sagen, wir bewappnen uns gegen die Ernte. Vorratswirtschaft. Was? Die Zeit des Wechsels, das Spiel der Blätter im Wind. Der Herbst ist da. Es ist aber nicht der erste Herbst, aber es kommt damit so etwas. Okay. Jetzt müssen wir halt nochmal eine Runde warten, leider. Ja, dann könnt ihr gerade noch fertig auffüllen und so überhaupt. Was könnte man bauen? Den Handelshafen noch verbessern. Oder einen Militärhafen daraus machen. Also einen Nahen-Bahn-Handelshafen wollen wir sicher nicht. Bekehrt die Bevölkerung zum Christentum. Ja, ja. Haha, nicht mit mir. Aber nehmen wir da noch einen Hafen mehr? Gibt es wieder Städtewacht, oder? Nein, wir möchten den Sake schenken. Da können wir nachher Ninjas ausbilden. Die sind ganz geil. Du gehst nicht rein. So, also, wenn wir wieder den Winter über uns ergehen. Da können wir nicht wirklich viel machen, leider. Ui, der hat eine Riesenarmee. Ah ja, egal, er ist im Moment noch der Verbündete von uns. So, ich würde zu gerne mal einen Blick da reinwerfen. Er ist noch nicht da. Ach, Scheiße. Jetzt haben sie gleich Schaden. Wieso können sie nur so wenig weit laufen? Wahrscheinlich wegen dem Wald und. Ach, crap. 120 und 150. Jetzt können wir mal schauen, wie viel Schaden das es eigentlich wirklich macht. Und ob ich mich entscheide, nochmal eine Runde zu warten. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir gehen gleich. Weil wir haben gerade eine riesen Armee von ihm ausgelöscht. Ui. 8 und 9 und da, ui. Es gibt einen mega Verlust, hä? Egal. Jetzt können wir mal schauen, ob wir da noch irgendwo... 2 Runden sollten wir dort sein, also es wird knapp. Sehr knapp. 4000 Gold habe ich jetzt gar nicht investiert, egal. Tun wir ein bisschen sparen. Sehr schön. Ich habe mich schon gefragt, ob der jetzt geht, meine Stadt dort erobern, die ich will.
Aber in dem Fall nicht. Mission erfolgreich. Okay. Sehr schön. Ein Sohn ist erwachsen. Schön. Ah, die haben ja schon Sachen schenken. Schau mal. Ninjas. Wo die Finsternis auf den Schatten trifft, dort verweilt der Ninja. Saboteure und Attentäter, die das tun, was ihr Lord von ihnen verlangt. Ja. Okay, das ist meine Belohnung, die ich bekommen habe. Du gehst mal richtig die da. Den können wir leider Feindliche Agenten können durch Attentate aus dem Weg geschafft Ja, werden. ja. Den können wir leider erst nächste Runde brauchen. So, was machen wir da? Wir haben noch einen Platz zur Verfügung. Yaris oder Flammenbomber. Ja, nehmen wir die Flammenbomber. Die sind nicht schlecht, finde ich. Die sind auch ein bisschen spannend. Da ist mein Sohn und Erbe. Das ist mein Daimyo. Er ist 15 und wir könnten ihn jetzt aber schon als General brauchen. Das machen wir auch. Da wieder 2 Handelsschiffe mehr. Schicken wir gerade runter. Da sind es da schon 5. Je mehr Handelsschiffe, desto mehr Handel. Oder? Ist klar. Das Dorf, Küstendorf zum Hafen oder lieber... Ja, nein, wir möchten lieber die Burg. Die Burg ein bisschen grösser. Neues gibt es eigentlich nicht, aber wir können nochmal eine Katana-Einheit ausbilden. Und ihr. Gehen wir mal weiter. Plündern gehen wir jetzt da nicht, das machen wir nicht kaputt, wir sparen uns den Weg. Und yes! Okay. 3 Runden. Das sind alles Jahre Samurai, Samurai-Gefolge. Ich könnte es eigentlich mal probieren so. Da seht ihr mal einen Belagerungsangriff, aber es ist sehr schwer. Und ich bin auch nicht wirklich gut drin. Also ich schneide das wieder raus. So. Wetter passt. Machen wir uns die Aufstellung. Ja, es sieht sehr schön aus. Aber es ist auch schwierig. Jetzt hat er keinen Bogenschützen, das macht es viel einfacher, ich sag's euch. Mache wieder Gruppe. Mache wieder einen Kranichflügel. Und dann können wir eigentlich schon anfangen, weil ich bin der Einzige, der Bogenschützen hat. Also gehen wir mal führen. Laufen, ja, sehr schön. Oh. Egal, euch nehme ich an der Seite, das ist schon gut. Jetzt kann man es entweder so machen, dass man drüber klettert, oder die Tor zerstören. Als erstes werde ich meine Bogenschützen ausschiessen lassen. Und einfach wirklich reinfetzen, was das Zeug hält. Also mal führen. Könnt ihr schon schiessen? Noch nicht, gell? Dann gehen wir noch ein Stückchen führen. Und dann lasse ich euch mal ein bisschen schiessen. Was ist das noch? Verlangsamen, okay. Er will nicht abgetroffen werden. Gehen wir da hin, dass ihr so schön drüber schiessen könnt. Die Aris kann ich mal da in Position tun. Und hinten dran gerade jede Gruppe von denen. Die anderen gehen mal da hin. Und dann warten wir, bis alle parat stehen. Der General verkrücht sich, das ist schon mal gut. Und ihr schiesst mal. Zum Glück hat er auch nur Yaris. Das ist... Nein, er hat auch Katanas. Ah, okay, nein, es ist Samurai-Gefolge. Okay.
Machen die irgendwas Tor auf? Ah, zwar nein, ich muss jetzt einfach warten, bis die Bogenschützen ein bisschen aufgeräumt haben. Und ihr könnt nachher führen. Dürfen da laufen, ist okay. Einfach dezimieren. Je weniger Krieger, umso besser. Ah. Also wenn du mich schon so provozierst, dann kommst du ein paar Pfeile ins Gesicht über. Schon 2 vom General töten, das ist super. Hahaha. Es ist so cool, wenn er keinen Bogenschütze hat, sonst würde ich jetzt auch unter Dauerbeschuss sein und er hat die bessere Position, logischerweise. Geht auf die. So, und jetzt da vorne ist niemand mehr, das heisst, ich mache jetzt mal das Tor auf. Was? 0% Schaden. Geht's noch? Ah, jetzt 14%, okay. Dann sage ich rasch Halt, weil sonst laufen sie denen an, wenn sie davon laufen wieder. Aber wir dürfen das selber wieder schiessen, ist okay. So, sorry. Gut. Tor ist offen. Das könnt ihr so schnell aufmachen mal. Und wenn das offen ist, können wir eigentlich mal reingehen. Oh, sieht man schon wieder, wie viel Munition die noch haben? Ich weiss es aber gar nicht mehr. Ah, da rechts, das Strichli, das ist noch, die haben nicht mehr so viel und die haben noch über die Hälfte. Aber es sind alle schon angeschlagen, das ist gut. Gehen die mal schauen. Die gehen auch mal da rein. Und ihr auch, vor allem weil nur der General da steht. Mal einen Brückenkopf verrichten. Aber es ist mega schwierig. Vor allem, ihr geht da durch. Vor allem weil man halt so klein ist, so spartanermässig kann man nur reinkommen. Das heisst, der Gegner ist immer im Vorteil, weil er die Masse hinten dran hat. So, die sind da hochgeladen, die gerade ablenken vom Tor, das ist auch super. Also kommen die auch rein. Die auch, ja sehr schön, da können wir uns ja gerade aufstellen. Sehr schön, er macht noch nichts. Also los. Sehr schön, so einfach habe ich das schon lange nicht mehr erobern. Ja. Halt. Ah nein, das ist gut, gehen auf die. Sehr schön, sieht gut aus. General ist nämlich schon kaputt. Mir flüchtet halt auch eine Einheit. Aber ja. Ist halt so, man kann nicht ohne Verlust so ein Teil angreifen. Ja. Sieht aber gleich, es könnte noch gleich knapp werden.
Generalbonus. Das Problem ist, da flüchten die Einheiten nicht. Ich muss wirklich alle können vernichten. Weil wenn sie flüchten, flüchten sie einfach bis dahin zurück und dann kommen sie wieder. Das ist echt kritisch. Amigs. Wir gehen gerade unterstützen. Bogenschützer können eigentlich jetzt aufhören zu schiessen. Die sind leer geschossen. Ja, tipptopp. Das haben wir in der Tasche. Es war von Anfang an eigentlich klar gewesen, weil es viel weniger Leute waren. Aber trotzdem hätte es schief gehen, das glaube ich doch nicht. Weil ich einfach auch kein guter Angreifer bin. Tipptopp. So, die Stadt gehört uns. Wir können es auch so reinnehmen, wenn wir 3 Minuten das halten. Aber bei so einer kleinen Stadt. Oder nein, 1 Minute ist es. So geht es auch. Ist amigs der sinnvoller Weg. Zack. Nicht mal zu viel. Wo hat er noch? Ja, also eben gerade sagen, eigentlich hätte ich ja gewonnen. Knapper Sieg ist gleich gestanden, so ein Witz. Ach. Schlimm. So, 300 habe ich gleich verloren, gegen 400, seht ihr. Und das tun wir friedlich besetzen. So. Reparieren, sonst sind es hässig, die Leute. Und dann haben wir eine neue Stadt. Wir gehen noch... Nein, neues Volk haben wir nicht getroffen. So, aber ich würde sagen, mit dem endet der Part wieder. Wir sehen uns das nächste Mal und ich denke, jetzt werde ich gerade etwas abladen, und zwar das Medieval, und von dem noch einen Part machen. Das ist der Vorgänger und das ist auch eine ganz geile geschichtliche Epoche. Also, bis dann. Peace.